ihr solltet euch einfach nie zu schade sein, konkret, generell sowieso Fragen stellen, immer, egal wie dumm die Frage wirkt, vermeintlich, auf eurer Seite, solltet euch das nie reuen oder solltet euch nie zu schade sein, konkrete Fragen zu stellen. Und dann aber auch nicht nur bei Fragen, sondern wenn ihr etwas zu bieten habt, wenn ihr an einen Tisch geht, mit irgendwelchen Partnern, mit irgendwelchen Businesspartnern und ihr müsst jetzt dort eure Stats auf den Tisch legen und ihr müsst über konkrete Zielsetzungen reden. Also generell Zielsetzungen, wo man hin will, Visions, alles, was aber fassbar auch ein bisschen Zahlen könntest aufzeigen, alles, was ein bisschen kannst, in Statistiken tun auch, wo man wie so ein bisschen Richtwert kann vergleichen kann. Macht die Vergleich und die Zielsetzung und alles nicht nur in eurem Kopf. Sprecht die Sachen auch konkret an. Weil von dem kommt das, was ich vorher gesagt habe, dass ich habe sehr viele Business-Situationen erlebt, wo ich in diesen Räumen war, entweder alleine oder mit irgendwelchen Künstlern oder mit irgendwelchen anderen Businesspartnern und habe mich teilweise, wenn ich sehr, sehr konkrete Sachen angesprochen habe, ein Beispiel, wir wollen in den nächsten 6 Monaten so und so viele Streams generieren bei diesem Song, wenn man etwas so konkret anspricht. Und das wirkt jetzt sehr einfach, das wirkt sehr obvious. Und man könnte jetzt sagen, ja, aber Alex, das ist voll easy, das ist jetzt kein Magic, von der du da erzählst. Dann versucht das einmal. Versucht einmal, diese simple Übung zu machen, dass er konkret irgendwie, wir haben zum Beispiel einen Labelpartner und es kommt irgendwann ein neuer Song raus und versucht der Person dann zu sagen, hey, ich will bis dort und dort will ich so und so viele Streams machen. Und dann schaut mal die Reaktion an. Und dann werdet ihr vielleicht merken, je nachdem, in welchen Räumen ihr seid, gibt es Leute, die das eher geil finden, dass ihr das so konkretisieren wollt, sprich, dass ihr das auch ein bisschen fassbarer wollt, machen für alle Beteiligten. Was würde ich jetzt argumentieren, was eher ein Vorteil ist für alle, dass man halt viel ehrlicher mit dieser Situation umgeht und halt alle vom Gleichen reden, sage ich jetzt mal. Oder es könnte sein, dass ihr in Räume gelangt, wo die Reaktion eher so ausfallen würde, dass man das halt nicht geil findet, dass man da jetzt irgendetwas konkretisieren will. Und über das sollte man sich einfach ein bisschen bewusst sein, denke ich, dass ich persönlich bin halt immer sehr, sehr, sehr Fan gewesen, so genau wie möglich und so konkret wie möglich Sachen anzusprechen. Sei es eben Zielsetzungen, wie Streams, die man erreichen will in einem Zeitraum. Und es geht nicht darum, ob man das genau dann erreicht. Und wenn man es nicht erreicht, mit dem Beispiel vorher, bis dann und dann, in 6 Monaten nach Release, willst du so und so viele Streams erreichen. Es geht nicht darum, dass man ein Failure ist, dass man ein Loser ist, wenn man das nicht erreicht hat, dass man wenn man drunter ist oder drüber. Also spielen wir jetzt mal mit dem Beispiel, wenn man drunter wäre. Und dass man Angst soll davon hat, das zu konkretisieren und auch anzusprechen gegen aussen, dass man dann Schiss soll haben, wenn man drunter ist, dass man jetzt ein totaler Loser ist. Es geht nicht um das. Es geht einfach um das, dass man einmal einen Referenzwert hat, dass man einmal einen Wert überhaupt setzen. Ob du dann drüber oder drunter bist, an diesen Sachen kannst du immer noch nachher arbeiten, wenn man sich so Zielsetzungen macht. Aber es gibt halt einfach in dieser Industrie, so wie ich das auch erfahren habe, oft, gibt es halt gewisse Leute, die mehr Mühe mit dem haben und gewisse Leute, die vielleicht auch Fan davon sind, dass man gewisse Sachen ein bisschen klarer setzen und dass nachher alle ein bisschen besser wissen, vor allem der Musikschaffende und das Artist-Team an deiner Seite, dass man halt weiss, wo man steht und wo man hinschaffen.